Turtok müde, Turtok schlafi. Naja, mit offenen Augen zumindest, ne? So oder so ungefähr. Geht's weiter bei Pokémon Legends. Yay! So, aufstehen geht. Sehr gut. Turtok nicht mehr in der Mega-Form, ne? Schade zwar, aber was soll's. Wo ist der Ding? Der Kampfsektor da hinten. Dann schauen wir das Ganze mal an, ne? Unserem neuen temporären Team. Wie bereits erwähnt, temporär auch zum bisschen leveln und so. Ein Choupé. Oh. Königschi braucht mir ein bisschen zu lange tatsächlich. Ja, gerade. Der Wechsel, ne? Ja, der ist ein bisschen doof. Der Wechsel zwischen Angriff und Verteidigungsmodus bei Durengard. Den habe ich unterschätzt. Das muss ich zugeben. Das dauert mir länger als ich dachte. Man verbrannt, okay, dann sowieso doof. Durengard zurück bitte. Ich guck mal mit Rutena, was er treiben kann. Und natürlich auch mit Stallobor. Schnäppke, da wäre der Rutena eigentlich besser geeignet tatsächlich, aber ich komme da niemals neben rüber. Oh. Schneebedeck! Durch mit Eispflanze, das ist ein Vierfach-Dinger, das ja, vierfach Schwäche ist übel. Wir haben schon geschafft, ne? Na gut, dann gehen wir wieder raus. Aus dem Haus, ich muss sowieso dahin, ne? Ich bin damit okay, dann machen wir das direkt mal. Vorne nochmal meine Pokémon, also Team nochmal ganz kurz durchmixen. Erstmal kommt Grillmark weg, den will ich hier nicht haben. Dann war es du nur temporär. Zum Trainieren, etc. etc. So. Also immer Rutena. Ja, wobei, zum Trainieren vielleicht gar nicht mal so übel. Einfach was gerne rausnehmen tatsächlich. Meganie rein, ne? Hätten wir Meganie Turtok, Stallobor, wenn natürlich Elektro-Attacken einsetzt, kann man so schlecht. Durengar mit dem Wechsel wäre ganz cool und Pandago, ne? Gardevoir im Prinzip auch. Die Frage, denke ich, bei der jetzt auf. Da komme ich nicht mehr Routine raus, ne? Ich gehe hier auf volle Team Power. Ich versuche mit dem Team, ne? Ich glaube, das könnte passen. Wir haben 3 den Mega entwickeln können. Ja, gar nicht so schlecht. Gar nicht mal so übel. Also gut. Auf zum Illumina Umspannwerk in der Zone Rose. Da findet das Quiz statt.
Ich gehe schon mal vor. Lass mich nicht allzu lange warten, ja. Das hat sich wohl gelohnt. Die sind jetzt zurückgekommen. Da passiert hier noch etwas. Ich meine, könnte ich mich da auch irgendwie importen? Ja, muss ja fast, ne? Hey, plus neue Sidequests. Einfach mal mitnehmen, weil du weißt nie, was es für welche sind. Vielleicht gehen die schnell, vielleicht auch nicht. Vielleicht können die gerade unterwegs noch lösen. Vielleicht brauchen sie noch sonst was. Kein Plan. Kaffee Freestyle. Überall immer Pokémon. Es hat sich echt gelohnt, Mann. Ja, die Stadt der Pokémon, ne? Schau dir uns zum Beispiel an. Meine Pokémon waren früher mal ein Pi und ein Haspirur. Nachdem wir ganz langsam an der Seite gereist sind, haben sie sich zu Pipi und Schlappo entwickelt. Ein Kampf mit Herz. Kampf mit Herz. Eine Sanftglocke. Das ist natürlich praktisch. Wir hatten aber das Thema mit den Dingern. Genau, mit Zutauglichkeit und so. Da wäre natürlich optimal, ne? Man könnte auch wegen Riolu und so gucken. Und das mal zu Lucario entwickeln können. Ja, die natürlich mit Normal-Pokémon eingreifen müssen, mit Pandagro starten. Der macht ja einfach wieder als, ja, zunichte. Ich glaube, wir machen nämlich Stallobor, komm. Die Urlauberin. Mhm. Pipi ist eine Fee, ne? Da heißt, wir sowieso nicht einen Stallobor machen können. Oh. Ich habe meine große Klappe, ne? Schaufler, schnell! Ein schlappes Ohr. Du. Junge. Charme gegen meinen Schwerttanz. Also mal ein Witz. Oh, diese Kämpfe manchmal. Ach, Menno verloren. Ach, ich dusel. Wieso dusel? Mein zwei Süßen sind wegen der Niederlage bestimmt ganz geknickt. Du stärkst doch jetzt Zutrauen zu dir, das ist mein kleiner Geheimtipp. Ach so. Okay. Also quasi Riolo Sanftglocke geben und mit Riolo zum Café gehen, dann wird es relativ schnell so ein Lucario werden. Gehe ich mal davon aus, ne? Aber jetzt haben wir sie ja. Die Sanftglocke. Theoretisch natürlich eine Idee, jetzt auch gerade Riolo ins Team zu nehmen, ne? Gerade deswegen. Ja. Kann man, muss man aber nicht. So, haben wir gemacht, ne? Jetzt haben wir da noch eine Sidequest. Ja, ich muss sowieso auf die Seite, ne? Okay. Also muss mal von hier aus, ne? Dahin zu kommen. Das Killen ist da drüben. Laufen wir einmal rum. Aber ich hatte vorhin auf dem Boot steckt schon. Da ist noch ein Taubsi. Und verschwindet wieder. Oh, was ist denn hier los? Schönen guten Tag. Das Mutter dahinter ist mal ganz stolz und wird so gerne runter mit drehen. Aber die Pitora versperren mir den Weg. Mann, für mich zu verscheuchen. Das Pitora-Brot. Boot.
Nicht Brot, Boot. Ja, ne? Verzeihung, könnt ihr bitte gehen? Tora! Offenbar nicht. Das wird nicht lange dauern. Das sind Wassergesteins-Pokémon, das geht ruckzuck. Vielen Dank, dass du die Tora verscheucht hast. Null Problemo. Moment mal. Kann es sein, dass ihr auch gerne mal eine Runde mit drehen würdet? Bibi Tora! Wow. Was ist denn das für eine Sidequest, ey? Geht's noch verrückter? Ja. Okay. Wir lassen es einfach mal so stehen, ne? Also wieder zu Kehlen, da heißt ganz kurz einmal darüber. Tauchen, schwimmen, so geht er leider nicht. Da bin ich auch schon Kehlen. So, alle Fans Fehler machen und rausfliegen. Wenn das letzte übrig ist, holt er den Preis. Da drüben ist der Typ, der sich um die Anmeldung kümmert. Sprich ihn einfach an. Okay. Dann damit GG, Donner Squad, easy win. Man könnte meinen, ich wäre ein richtiger Hinterwäldler oder sowas. Ich habe eigentlich auf dem Bau, wenn ich gebraucht werde, organisiere ich Sachen für den Donner Squad. War den Geheimcode, Mann. Also lautet er. War ganz einfach. GG! Donner Squad! Easy win! Richtig, Mann! Darf es nur weitergehen. Dankeschön. Ich war fast ein bisschen vor wie eine Arena, wenn ich ehrlich sein soll. Das Quiz mir auch heute sicher. Und die Frage, was ich mir von Canary wünschen soll. Ich habe schon alle meine Canary-Anhänger signieren lassen. Wer bist du? Canarys PvP-Quiz ist nicht so Fake-Fans. Als Noob bist du fehl am Platz. Hey Gamer, wer hat Bock auf eine Schockierenladung Spaß? Donner Squad! Donner Squad! Ja, richtige Groupies, ey. Donner Squad! Yeah, yeah, yeah. Was geht ab, meine Fanaries? Können es kaum erwarten, mich gleich live zu sehen. Stimmt, wir können es kaum erwarten. Dabei seht ihr gerade schon vor euch. Yeah, Donner Squad, Donner Squad. Leute, ihr wisst Bescheid, los geht's mit Canarys PvP-Quiz. Spitzt die Ohren, Fanaries, hier sind die Regeln. Gleich folgen 3 Aussagen. Die erste Runde, wahr oder falsch? Geht zum grünen Haken, wenn ihr denkt, dass meine Aussage stimmt, und zum roten Kreuz, um wieder falsch abzustimmen. Erste Aussage. Ich habe ein Talent für Puzzle Games. Ruhig erstmal die Antwort aus, wenn du für richtig hältst. Ernsthaft? Ey, Kane, wenn mich sowas von...
Die Aussage ist wahr. Ich krieg einfach nicht genug von Puzzle Games. War geraten, ne? Beziehungsweise ging dahin, weil der andere Typ, der das Gefühl hatte, oh, so der große Checker, der auch der Meinung war. Zweite Aussage, ich liebe Macarons. Wahr oder falsch? Voll easy. Ja, dann sag's mir doch. Ja, oder falsch. Nummer 2 ist... Na, was meint ihr? Falsch. Ihr wisst bestimmt, dass ich kein Fan von Süßigkeiten bin. Ja, Mann. Dritte Aussage. Am liebsten gerade den Pokémon-Typ Elektro. War der falsch? Ja, das muss ja richtig sein. Wie sie jetzt Zapplerang mag, ja, dann stimmt's ja auch, ne? Aussage Nummer 3 ist... wahr! Vor allem, wir sind in Illumina City und Illumina City war in den Originalspielen, also sprich Pokémon X und Y, war es ja auch der Heimatort vom Elektro-Arena-Leiter. Citro, glaube ich, hieß er. War nicht irgendwie die eine Tante aus Paldea, war auch so eine Streamerin. Hat die nicht auch Elektro- oder Stahl-Pokémon, eine Kombination davon? Ja, kann man nicht haben. Hier ist er, der MVP, Zapplerang. Ja, Mann, ich zapple. Die Veneris unter euch, die beiden anderen 3 Aussagen richtig lang, kommen in die zweite Runde. GG. GG, ganz gemein. Ich bin stolz darauf, einer von Canaries OG-Fan zu sein. Das war ein Kinderspiel für mich. Ja, GG, gut gemacht. So Leute nicht checken, dass ihre dumme Angeberei andere vom Fandom wegekelt. Vom Fandom. Donner Squad! Donner Squad! Donner Squad! Wollen wir mich live sehen, Veneris? Yeah! Diese 5 Veneris! Ich gebe alles! Yo! Canary! Yo! Check it out! Also, in dieser Runde müsst ihr mir etwas bringen. Eure Aufgabe? Es gibt ein Dessert, auf das Zapplerang mein Stromfisch-Pokémon völlig abfährt. Findet sein Lieblingsdessert und bringt es her. Die Illumina-Gelette, also so wir können erkennen, hat die Sache bestimmt einen Haken. Es sei denn, oh, ich verstehe. Ich hab schon eine. Gut, gehen wir mal kurz dahin. Das hat eigentlich jetzt kommt in so eine Art Battle Royale. Wäre auch cool gewesen. Ja, vielleicht nachher bei Runde 3, ne? Aber es ist mal eine nette Abwechslung, ne? Dass man hier auch ein bisschen mehr machen muss für einen Rangaufstieg, ne? Oder was schon. Oh, da ist noch so ein Typ. Da müssen wir Sieg sicher, Mann! Hey, noch schnell wieder zurücksprinten. Sprinten? Der Typ hätte auch einfach einen Illumina-Taxi nehmen können. Du bist ja hier. Knamis Zapplerang mag nicht einfach nur stinknormale Illumina-Geletten. Es muss eine sein, die besonders knusprig gebacken wurde. Verbrennungen zu heilen, dann ist total verrückt nach ihnen. Das ein Typ Elektro ist? Das ist seine Fangzähne. Okay. Das übliche bitte, eine Illumina-Gelette. Nimm du sie, Michael. Eine Gigalette. Eine beliebte Süßigkeit mit dem Kreis in der City. Diese besonders harte Backware bringt die Kaumuskulatur in Schwung. So. Also zurückrennen, ernsthaft. Ja, komm.
Hübscher Pilz. Schon seit ewig kein Shiny mehr, ne? Ich habe mir seit diesem scheiß Shiny Taubsi, dass ich das Gefühl hatte, dass wir es wieder abhauen. Und dass ich es überhaupt fangen konnte, oder einen Versuch machen konnte. Oh. Das sind ja Shiny, die sind halt selten, von dem her. So. Mal ehrlich, Mann, das war eine viel zu einfache Aufgabe für echte Fans. Ich nenne solche Leute Fake Canaries. Wie sieht's denn aus, Fenaries? Die Lumina Galette. Das wusste ich. Weiß doch jeder. Mach mal halblang. Tut es, als hättet ihr das Ding schon gewonnen. Denkt ihr ernsthaft, ich mach's doch so einfach? LOL, träumt weiter. Bei Canaries PvP-Quiz gibt's nichts umsonst. Ihr legt alle daneben. Hashtag Fail, Hashtag Noobs, Hashtag Skill Issue. Ey, ganz ehrlich, ey. Vor allem der Hashtag Noobs, sorry. Du da, der Neue. Und du da, der immer dabei ist. Sag mal, was ihr angeschleppt habt. Her mit euren Illumina-Galetten. Der Neue. Ja, ich bin der Neue. Das ist eine Illumina-Gigalette. Das ist die du in Folge 231 in deinem Chillout-Stream mal erwähnt hattest. Wow, ihr zwei. Wie krass hat ihr denn? Volle Punktzahl! Yay! Nur die extra knusprige Variante davon. Klar, die Teile schmecken lecker, aber das wahre Highlight für Zauberung ist es, eine Funktion in diesem steinharten Dessert zu versenken. Aber gut, das heißt, dass ihr zwei in die letzte Runde gekommen seid, ne? Schluss mit dem Gelaber, los geht's! Donner Squad! Yeah! Und nun? Ohne mich wäre euer Leben low-key sinnlos, kann das sein? Dieses Denglisch, hey, das geht mir so auf den Sack. Vor allem, wenn man es so übertrieben nutzt, ne? Auch in letzter Runde von Canaries PvP-Quiz. Müsst ihr Kämpfe gewinnen und eine Frage beantworten. Die Regeln sind easy. Unser Gewinner. Ja. Kämpfen mal schnell gegen ihn. Der wird nicht zu lange dauern. Komm Leute, komm Junge, mach ihn. Ich bin Nummer 4 im Fanclub. Und wer ist Nummer 1, 2 und 3? Ganz ehrlich, in Nummer 4 verliere ich doch nicht. Wer bin ich denn? Oh, ein Flottball. So geht das, Junge. Oh, Emolga. Warte mal. Eigentlich ja... Elektroflug, ne? Ich glaube, Schaufler wirkt hier nicht, ne? Aber bei Flug-Pokémon nicht. Wenn ich nicht eins... Was? Und wenn ich eins nicht bin, ist es ein Verlierer. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Oh, dann Reitsche. Und tschüss. Oh, ein Durchbruch, der war heftig. Schaufel braucht noch ein bisschen Zeit, ne? Nicht so praktisch. Unmöglich, Mann! Turtok levelt aber auch gut. Die Pokémon sind zwar niedlicher als deine, in diesem Kampf haben sie verloren. Hier kommt die Frage der letzten Runde. Wem gehört der PC, an dem ich das allererste Mal gezockt habe? Mir, meinem Vater, meiner Mutter, meinem Opa. Kaden, hilf mir! Canaries Opa. Eine traurige Story. Ante Nummer 4. Na, ob das wohl stimmt? Und wieder stimmt, volle Punktzahl. Na, dann haben wir doch einen Gewinner. Glückwunsch, GG. Dabei bin ich von Anfang an dabei. Ich bin Fan Nummer 4.
Was auf das einzige stehen? Autogramm, gemeinsames Selfie, Online-Match gegen mich, ein Online-Match vor allem. So. Hä, ein Abstiegsmatch? Echt jetzt? Ich gewinne doch eh, also warum sollte mir den Aufwand antun? Weil du eine Einladung dazu bekommen hast, weil es verpflichtend ist? Na gut, das muss, das muss. Da kommst du dafür zur Baufirma in Resin, okay? Und hast du endlich den Aufstiegsmatch erreicht, was? Das war ganz schön viel Arbeit. Allerdings. Bin ich bereit für Canary? Tja. Mein Turtok ist eigentlich doof mitzunehmen, wegen so einem Ding. Ist jetzt die Frage, ne? Wagen wir das mal mit Riolu? Also Riolo mitnehmen, Sanftglocke gehen und gucken, was passiert. Eine Sanftglocke für unser getauschtes Riolu. Ja, weil ich meine, gegen Elektro-Pokémon anzutreten, ja, da ist jetzt die Frage, ne? Da machen Turtok und Gardos keine gute Figur leider. Ampharos, nee, Elektro gegen Elektro ist auch doof. Da muss ich halt wirklich hoffen, dass die das irgendwie managen. Vegan natürlich, ne? Stallabor macht mittlerweile auch einen guten Job, also dass die das irgendwie hinbekommen. Wo muss ich hin? Darüber. Jetzt ein neues Sagen auf dem Weg. Da habe ich auch wieder eine. Hier auch wieder eine. Junge. Ach komm, weißt du was? Ich laufe schnell zurück, weil ich kann ihn noch mitnehmen. Obwohl die Zeit, ne? Ich komme da sowieso schnell hin, da auch. Dann sparen wir so und sie geht direkt hier hin. Ja, wir sind ja schon wieder bei 27 Minuten und ich würde das doch gerne jetzt noch schnell abschließen in der Folge. Also schnell vor allem. Und dann nächste Folge vielleicht sogar... Was ist denn du hier? Haben wir eine Erfahrung, okay. Danke. Okay. Restaurantkämpfe, warum auch nicht. Ich will eigentlich nächste Folge mal die Online-Matches versuchen. Weil eben, die Zeit läuft davon. Also wenn ihr hier die Folge seht, bin ich sowieso schon lange über dem Datum, aber ich bin jetzt circa am 31. Ne, stimmt nicht. Mittlerweile am 1. November. Und der Kampf ist Quatschutsu nicht, ne? Also mega schnell für Quatschutsu. Der läuft in den nächsten 5 Tagen so ab. Ja, ich habe ein paar, ne? Aber bringt wirklich etwas? Viel mehr Erfahrungspunkte. Das ist mehr Preisgeld. Das sind mehr Megasplitter. Das leichte Fangen, eigentlich lohnt sich alle, ne? So viel mehr Preisgeld, ja. Das mehr Megasplitter wären so schlecht. Selbst das länger durch. Pokémon also leichter Fangen. Ich würde gerne den noch nehmen. Das ist die Frage, ne? Trage ich es wirklich bei mir? Ich meine, es ist ein Key-Item, das heißt, ich kann ja gar nicht einsetzen. Ja, das heißt, dass ich die jetzt eigentlich schon hier in der Tasche habe, reicht ja schon, ne? Also ich hoffe zumindest. Baufirma Rasin, dein Mega-Ring. Hier, ernsthaft? Okay. Weißt du, irgendwie verspüren eine besondere Verbindung zu dir. Hast du da zugeschaut? Na, Lust auf einen... Kann es sein, dass er der Opa ist? Wobei, warum soll es eine traurige Geschichte sein? So, Kelly meinte, das sei eine traurige Geschichte mit dem PC von ihrem Opa.
Tarragon. Ach du Scheiße. Jetzt kommt der in den Boden-Pokémon, damit haben wir gar nicht gerechnet. Ich weiß, was ich mache auf die Schnelle hier. Und Megamorph! Mega, mega, mega! Rabbit! Also nochmal Kampf? Doch. Wie sie gefurzt hat. Ihr habt es genau gehört. Stahllabor, ja. Bodenstahl, kennen wir. Was? Los, Stahllabor vollzieht die Mega-Entwicklung. Seit wann kann Stahllabor eine Mega-Entwicklung? Okay, das sieht ein bisschen krass aus, das Viech. Warum kann es eine Mega-Entwicklung? Seit wann? War mir neu. Nicht mit Perwohl gewaschen. Oh. Da wird wehtun. Scheiße. Der Megabohrer einfach. Ich meine, wir haben ja auch einen Stahllabor, von dem her. Cool wäre es ja schon. Das sind von schlechten Eltern. Respekt, Mann. Das volle Potenzial aus deinem Pokémon rausgekritzelt. Check it out. PvP-Quiz bewiesen, ne? Du bist ein wahrer Fan, Mann. Yo, eben ist doch der Opa. Geheimnis? Im neuen Hololog-Modell zauber ich lock ein Hologramm von Canary herbei. Warte mal. Nee. Eine neue App erlaubt es mir außerdem meine Bewegung mit denen des Hologramm. Du bist Canary. Das ist ein Witz. Und jetzt wirst du Bauklötze staunen. Das Hologramm, das du beim PvP-Quiz gesehen hast. Das war ich, Mann! Mein Enkelin dreht sich nämlich alles um Videospiele, da bleibt nicht viel Zeit für den Austausch mit Fans. Alle sollen es wissen. Okay, hier müssen wir ihn hineinversetzen. War's das? Geht noch gegen die echte Canary an, oder wie ist das? Ah, okay. Puh, ich dachte schon, das wäre der Kampf gewesen, ey. Junge, Junge. Ja, also erst einmal vielen Dank fürs Heilen und so, ne? Stahllabor kann eine mega entwickeln in dem Spiel. Wie krass ist das denn bitte? Ja, das sind von schlechten Eltern. Übrigens, du hast hier ein neues Ding gelernt, ne? Psychokinese statt ein Psychoschock. Sehr gut. Ja. Ich glaube, wir können es riskieren, ne? Eben Riolo ist halt mehr für, naja, das Zierde quasi. Eventuell vor allem mit Stahllabor antreten. Gegen die nette kleine Canary und, ja, okay. Weiß nicht, was ihre Fans zu sagen werden, ganz ehrlich. Aber kann uns egal sein. Freunde, danke fürs Zusehen, nächsten Part, ja, aber dann noch ein paar mehr. Werden wir uns Canary also stehlen. Ich denke mal die richtige Canary. Und dann vielleicht bei, was haben wir, Part 27? Da vielleicht mal online gehen, ne? Warte mal, stimmt gar nicht. 24, 25, das ist ja 26 gewesen, ne? Okay. Naja, dann vielleicht Part 28 oder Part 30. Mal gucken, ne? Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.